Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Markus Felsmann und ich möchte Ihnen heute ein ganz besonderes Buch vorstellen. Das Buch heißt S, das Schiff des Theseus und ist von zwei Autoren verfasst worden, von J.J. Abrams und Doug Dawes. J.J. Abrams kennt man auch als Filmemacher und Sie sehen schon, das ist ein ganz wertiges Buch, das im Schuber daherkommt. Hier haben wir es schon geöffnet. Es hat ein Siegel, also das ist wirklich ein Buch, das ganz vorsichtig ausgepackt werden will. Und man sieht schon, das hat die Optik eines Buches aus den 50er Jahren. Das Buch ist nämlich nicht nur inhaltlich ein Erlebnis, sondern es ist auch wirklich als Buch ein wahres Augenfest. Das ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, in einer limitierten Ausgabe. Das Schiff des Theseus, das ist die Geschichte eines Mannes, der sich auf eine Reise macht mit einem Schiff, mit einer ganz unheimlichen Crew. Und letztendlich steckt dahinter eine philosophische Frage. Wenn man eine Reise mit einem Schiff macht und während der Reise die Planken des Schiffes ausgewechselt werden, ist es immer noch dasselbe Schiff, das dann im Zielhafen ankommt. Und letztlich ist das auch eine Metapher für das Buch selber. Denn in diesem Buch gibt es eigentlich zwei Geschichten. Es gibt noch eine Rahmenhandlung. Dieses Buch, das eben aussieht wie aus einem Bibliotheksbestand, das auch, wenn man mal reinschaut, auch etwas angegilbt ist, stammt aus den 50er Jahren. Und zwei Studenten haben dieses Buch entdeckt und wollen wissen, wer ist der mysteriöse Autor dieses Buches, den man eigentlich nie identifizieren konnte. Und sie fangen an zu recherchieren und sie tauschen sich am Rande des Buches neben der eigentlichen Geschichte über das Buch selber aus. Und es entsteht ein Dialog, eine ganz spannende Geschichte. Und angereichert ist das Buch eben mit ganz, ganz vielen Beigaben, die zusätzlich was um die Geschichte drum erzählen und es einfach zum ganz großen Leseerlebnis werden lassen. Also es gibt beispielsweise eine Serviette als literarischen Hinweis, einen Stadtplan, der Möglichkeiten gibt, wieder Geheimnisse dieses Buches zu offenbaren. Es gibt Postkarten, es gibt alle möglichen Abbildungen, Fotos, es gibt Schablonen, alte Zeugnisse und ganz besonders toll finde ich, das kennen junge Leser gar nicht mehr so, sind die Bibliotheksstempel, die hinten im Buch eingearbeitet sind. Wir verraten Ihnen natürlich nicht, wie das Buch ausgeht, aber auf jeden Fall den Hinweis, dass dieses Buch es ist natürlich ein ganz, ganz wertiges Buch, das eben auch in einer ganz besonderen Druckerei gedruckt wurde, die überhaupt diese ganzen Medien wirklich dem Buch beilegen konnte. Das macht man eben nicht so einfach. Insofern hat der Verlag das auch in einer limitierten Ausgabe herausgegeben. Ich finde, das ist eines der schönsten Bücher 2015 und eigentlich sogar fast das schönste Buch, was ich je gesehen habe. Und ich finde, das ist wirklich inhaltlich als auch wirklich vom Handwerklichen ein ganz besonderes Erlebnis, das ich Ihnen ganz gerne ans Herz legen möchte.